Als Hummerl geht der Josie sein Fetzen zurück und alles ist wieder gut. Seine Mutter möchte ihrer Tochter mit dem Pfarrer zusammenbringen, aber die mag nicht, dass sie die Alte in ihr Leben einmischt. Als Hummerl kriegt etwas falsch mit und bildet ihm ein, dass sein Alter ein weiches Herz hat. Das ist aber nicht gewiss. Der Sarah, sein preußischer Onkel, muss ein Spielzeug ausprobieren, das wo ein Mohrenköpf in die Lädchen einschmeißt. Ein Wirt, seine preußische Stieftochter, verliebt sie in einen Treibauf und der Gregor ist dagegen und möchte ihr das austreiben. Dabei mag aber der nichts von ihr wissen und sucht sie einen anderen. Der Indianer in Brei seiner Schreibstube wird ausgeschmissen und stattdessen kauft Uschi um 2000 € eine sinteuerne, überspannte Stehlampen, die wo am ersten Tag schon verrückt. Drum schmeißen sie es raus und deren den Indianer wieder rein. Die Landweiber wissen nicht wohin mit den Tiere, wo der Wintermarkt anwirft. Die Mehreren möchten's die alten Krauderer spendieren, aber an Rolli sei preußische Gespuse will's die Schulkinder geben. Weil sie sich nicht durchsetzen kann damit, sammelt's in der Apotheken fürs Musikspiel von den jungen Leuten. Aufgeletzt machen's aus, dass die Alten und die Jungen basteln lassen, so dass zweimal so viel Sache zusammenkommt und verkauft wird und für die einen wie für die anderen nur rausspringt. Der Miche streitet mit seiner Alten, wer das sie an Holztaus besser auskennt. Drum lassen sie sich von Rolli an Holztaus aussetzen und müssen schauen, dass sie allein heimfinden. Der Miche verliert die Wette, weil er schwindelt und das kommt auf. Ein Wirt, sein preußischer Kellner, sauft sich einen an, weil er für sein Vater ein nichtsnutziger Versager ist. Danach besinnt er sich und möchte das Studieren wieder anfangen.